Stichwort Chorkultur. Du hast ja einen weiten Blick, du bist in der weiten Welt gewesen, du hast Kontakte national, international. Wie ist es denn um die Chorkultur bestellt? Im Wallis, in der Schweiz und in der Welt? Was ist so dein Eindruck? Also auf der einen Seite habe ich ja schon gesagt, ich kam ins Wallis zurück, weil es ist im Oberwallis gut, aber es ist nicht sehr gut. Die Gefahr ist, weil wir jetzt einen mehrfachen Schweizer Meister mit diesem Vokalensemble haben, Oberwalliser Vokalensemble oder die Singschule auch seit 2014 viele Preise gewonnen hat, denkt man, das sei eine hohe Kultur, ist es aber leider nicht so. Aber es gibt sehr viele tolle Kirchenchöre und ich durfte ja viele von diesen Chorleitern in den letzten 30 Jahren ausbilden. Es hat, wie gesagt, es gibt dort sehr viele engagierte Leute, sehr viele engagierte Sänger. Ich finde, es ist gut, aber es könnte besser sein, wenn ich das zum Beispiel mit dem Unterwallis vergleiche, wo wir 35 Kinder- und Jugendchöre haben. 35? Man muss sich vorstellen, am letzten kantonalen Gesangsfest in Gonte waren 7000 Kinder mehr als in der ganzen Schweiz bei einem Kinderchortag. Waren 7000 Kinder da. Im Unterwallis zum Beispiel diese Verflechtung von den Erwachsenenchören und den Kinderchören viel besser. Bei der Blasmusik, wenn ich das als Beispiel nehmen darf, ist es auch so, dass im Oberwallis und im Unterwallis noch viel mehr die Blasmusik aus dem Dorf muss sich den Nachwuchs holen. Beim Gesang hat man oft angenommen, nicht nur im Oberwallis, das kommt ja dann von selbst. Die singen in der Schule und dann sollen sie dann in den Kirchenchor kommen oder in den Chor kommen. Und das geht so einfach nicht. Das Unterwallis ist zusammen mit Fribourg, Luzern in der Schweiz und dann vor allem auch Graubünden, das hat dort mit der Minderheit der Sprache, mit dem Romanischen zu tun. Das sind so die Kantone, die wirklich besonders eine tolle Chorkultur haben. Im Ausland ist es so, dass zum Beispiel gerade in Deutschland eine sehr hochstehende Chorkultur ist. Auf der einen Seite gibt es die weltbesten Knabenchöre. Natürlich gibt es in Amerika das auch, oder zum Beispiel jetzt die Wiener Sängerknaben. Aber in Deutschland gibt es viel mehr Knabenchöre, noch heute auf einem sehr hohen Level. Ist das von der Tradition her gewachsen oder wird eben auch aktuell das gefördert? Was denkst du? Beides. Es ist eine große Tradition. Ich meine, Bach, Schütz und so weiter, die kommen ja selbst aus dieser Tradition. Viele Sänger, wie Peter Schreier zum Beispiel, die kommen alle, oder sehr viele, sogar Pop, A Cappella, Bands, die moderne Musik machen, Popmusik machen, kommen oft aus diesen Knabenchören zum Beispiel heraus. Es ist wirklich eine jahrhundertealte Tradition und ich kenne sie auch zum Teilweise sehr gut, weil mein Lehrer war ja Martin Flemmig, der über 20 Jahre Kreuzchor in Dresden dirigiert hat und ich durfte früh, noch vor der Wende, ihn dort besuchen und das erleben. Also das ist, wie gesagt, schon eine Tradition. Dann ist es so aber auch, dass gerade die nordischen Länder eine hervorragende Chortradition haben. Du musst dir vorstellen, in Schweden ist es heute noch so, wer nicht singt, ist in der Minderheit. Man muss sich das mal vorstellen. Ich war als Eriksson, das war der große Chorpapst auf der Welt, ist er verstorben. Zu seinem 80. Geburtstag war ich eingeladen und die Leute, da kommen viele Chorleiter aus der ganzen Welt, aber natürlich vor allem auch aus Schweden. Diese Schweden können zusammensitzen und dann singen sie stundenlang. Mehrstimmig Volkslieder, Volksliedbearbeitungen oder andere Kompositionen. Steht also in der Kultur drin, kann man sagen. Das ist effektiv so. Und das beginnt natürlich in der Familie. Das beginnt aber auch, und das ist wie übrigens in Deutschland, zum Teil auch in der Schweiz oder in anderen Ländern, es ist schon so, dass die Chorkultur sehr lange immer sehr eng mit der Kirche zusammen war. In Deutschland ist es sogar so, was
meinem Wissen in der Schweiz überhaupt nicht existiert, Ja. dass nämlich eine Kirche eine eigene Schule hat, die an den Dom angebaut ist, manchmal sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Die werden dort unterrichtet und zum Beispiel in Leipzig ist es so, beim berühmten Thomanerchor, Ja. die werden dort unterrichtet, dort kommen zwar andere Kinder auch in diese Schule und das gibt dann eine ganz andere Atmosphäre. Oder auch England hat diese große Tradition, Ja. sie haben ihre eigene Schule, jeden Tag haben die ihre Proben am Mittag, am Abend. Ja. In England ist es sogar extrem so, dass sie jeden Abend um 4 oder 5 Uhr ihre Services haben, ihre Vespern und so fort und dort singen. Ja. Diese Tradition hilft natürlich der Chormusik ungemein. Ganz wichtig, also diese Chorkultur, die in einzelnen Ländern besteht. Und jetzt frage ich dich aber auch, wie wichtig ist denn die Verbandsarbeit? Denn du hast ja in verschiedenen Verbänden auch in Musikkommissionen gearbeitet, Schweizerischer Chorverband, Europa, Cantat etc. Welche Funktion haben denn die? Inwiefern ist denn deren Arbeit wichtig? Diese Arbeit ist besonders wichtig und darum habe ich mich bald einmal schon in den 90er Jahren sehr dort engagiert. Weil auf der einen Seite garantieren diese Verbände, dass es für die Chorleiter eine Weiterbildung gibt. Und die Weiterbildung ist so wichtig. Ja. Das sage ich immer wieder auch meinen Chorleiterschülern. Man darf jetzt nicht denken, jetzt habe ich mein Diplom und jetzt geht es einfach automatisch weiter. Nein, die Weiterbildung ist so etwas Wesentliches. Sonst stagnierst du, oder baust sogar ab, wenn du nicht... Richtig. Ja? Das Repertoire wird nur erweitert, wenn ich eben zum Beispiel Ateliers besuche, die es gibt, zum Beispiel Europakantat, mein Lehrchor. Da gibt es immer wieder Sänger, die alle 3 Jahre dieses große Europakantat geht. Das ist, da werden 25, 30, 40 Ateliers angeboten von den größten Spezialisten der Welt. Super. Zum Beispiel jetzt ein Dirigent aus Amerika, der sich mit Spiritual, ein schwarzer Dirigent, der sich mit Spirituals beschäftigt, Leute kommen dort Spiritual singen. Es ist ein russischer Dirigent, der zum Beispiel jetzt orthodoxe Musik macht. Da kann man dort eine Woche oder 10 Tage orthodoxe Musik singen und das auch im Konzert aufführen. Ganz außergewöhnlich. Das gibt so ganz eine andere Atmosphäre, das weitet für die Chorleiter ist es so wesentlich und da habe ich so viel gelernt, auch zum Beispiel, wenn ich jetzt eben die Singschule gegründet habe und sie 2002 selber übernommen habe, ja, dann bin ich nach Osnabrück gegangen und habe dort beim Domkapellmeister eine Woche lang bei ihm gelebt und geschaut, wie baut er eigentlich hier diese Knaben- und Kinderchöre auf. Und die Verbände sind zusätzlich zur Ausbildung und Weiterbildung beides eigentlich der Chorleiter verantwortlich, aber wichtig ist es eben auch für die Sänger und für die Chöre Plattformen herzustellen. Zum Beispiel in der Schweiz sind das diese kantonalen Sängerfeste, wo die Leute, die Chöre kommen, sich anmelden können. A, dürfen sie vor der Jury singen, bekommen, was ich sehr, sehr wichtig finde, dass sie eben dann eine Rückmeldung bekommen von kompetenten Juryleuten, und ich habe das noch im Jahre 2000, als ich Präsident der Musikkommission war, in der Schweiz haben wir das noch eingeführt und das war mir so wichtig, direkt eine Rückmeldung zu geben. Ja. Früher war es so, jahrzehntelang, im 20. Jahrhundert, da ging man sang und 1, 2 Monate später kam dann so ein A4-Blatt, vielleicht auch 2 A4-Blätter und da wurde diese 2, 3 Werke, die man vor der Jury gesungen hat. So viel später? So viel später, meistens waren ja diese Feste am Ende der Saison, im Mai, Juni und die Jurymitglieder hatten dann Zeit, im Sommer diese Berichte zu machen und im Herbst wurden dann die an der ersten Probe vorgelesen. Und dann haben wir eingeführt, dass es heute so ist, übrigens noch nach 20 Jahren, ist es so, dass es gibt keinen schriftlichen Bericht mehr. Wer es wünscht, höchstens noch Stichworte. Ja. Aber
Die Jury nimmt direkt in einem Raum den ganzen Chor zusammen und inklusive Dirigent und zum Glück auch der Vorstand ist da und der Experte bespricht direkt eine halbe Stunde nach der Aufführung bekommt man schon eine Rückmeldung. Das ist einmalig auf der ganzen Welt. Diese direkte Rückmeldung nach der Aufführung. Natürlich muss man wissen, die Leute sind dann besonders sensibel, gerade weil man emotionell so viel hineingegeben hat, sei es jetzt als Chorleiter, sei es jetzt auch als Chorsänger, und man bekommt diese Rückmeldung. Und darum braucht es dort natürlich viel psychologisches Gespür. Ja. Ich sage, schaut mal, das und das finde ich sehr gut. Toll, eure Leistung. Ja. Ich finde auch eine gute Auswahl von Werken, aber wir wollen ja auch etwas lernen. Ihr wollt ja auch weiterkommen, sonst würdet ihr ja nicht hier singen und von mir eine Rückmeldung erwarten. Wenn ich nur das Positive erwähne, das ist sehr gut, das ist entscheidend. Aber wichtig ist auch, dass ich doch auf ein paar Punkte hinweise. Zum Beispiel, es gefällt mir schon nicht so, zum Beispiel immer wieder die Nebensilben werden betont. Es heißt ja nicht singen, sondern singen und so fort. Also darauf müssen wir achten, dass wir zum Beispiel Nebensilben nicht betonen. Es dürfen die Phrasen manchmal noch besser schön durchgezogen werden. Ich sehe schon, der Psychologe und der Diplomat kommt auch dadurch, der in musikalischer Mission unterwegs ist, um das Niveau eben zu heben. Ja, und das ist jetzt vielleicht ein Nachteil. Ja. Im Oberwallis gehen unsere Chöre ein bisschen zu wenig. Lassen Sie, das gibt zum Beispiel im Oberwallis nicht mehr, außer es gibt ein kanadales Fest, dass sie sich eben einer Jury stellen. Das finde ich ein bisschen schade. Also Wettbewerbe sind wichtig und du bist ja künstlerischer Leiter des einzigen internationalen Wettbewerbs in der Schweiz, dem Montreux Choral Festival. Warum engagierst du dich gerade da? Hängt das dann mit dem zusammen, was wir jetzt gesagt haben? Ist das mit? Entscheidend, weil man muss Ziele haben. Und die brauchst du nicht nur im Fußball, die brauchst oder ganz allgemein im Sport, die brauchst du nicht nur im Beruf, die brauchst du auch hier im Chorwesen. Oder der Chor muss ein Ziel haben. Ich kann das vielleicht als Beispiel erwähnen. Im Lehrchor haben einige Mitglieder einmal in den 90er Jahren vorgeschlagen, machen wir doch ein Jahr einfach mal kein Konzert und wir haben einfach nur Lust und Freude am Singen. Dann haben wir das so gemacht. Ich muss dir sagen, nach einigen Monaten schon, die Probepräsenz wurde länger schlechter. Die Leute haben dann halt noch etwas anderes gefunden, was noch wichtiger war. Ja, ich muss ja nicht in die Probe gehen, weil wir haben ja kein Ziel. Wir singen es passiert schon etwas. Wir haben Spaß am Singen, aber wenn ich kein Ziel habe, es funktioniert nicht. Ich kenne keinen Chor auf der ganzen Welt, der wirklich nicht sich klare Ziele setzt. Wenn ich jetzt gesagt habe, auf der ganzen Welt, ich kenne wirklich auch die Situation in anderen, sogar Kontinenten. Ich muss noch weitergehen, was viele nicht wissen, dass zum Beispiel mit den besten Chören auf der Welt gibt es auf den Philippinen. Hättest du das gewusst? Absolut, ja. Wie hat es sich ergeben? Einerseits natürlich, die Philippinen haben über 90% sind Katholiken, weil die wurden früh von christianisiert und darum haben sie sind auch die einzigen, die unsere wie soll ich sagen, die lateinische Sprache und so weiter in der Kirche natürlich hatten und auch von der Schrift her europäisch beeinflusst waren. Und die haben besonders so in den 60er, 70er Jahren gab es eine Frau, Verazon, die hat dort Chorleiter ausgebildet, ihre eigenen Schüler an der Universität. Und weil das für viele von diesen Studenten die einzige Möglichkeit war, zu reisen, weil das sind oft auch, kommen aus armen Familien und so, haben die ein Semester oder 2 Semester die Universität geschmissen, auf der Seite gelassen, haben nur noch geprobt, 7, 8 Stunden, das passiert heute übrigens noch 7, 8 Stunden am Tag, durch
ein Semester und dann gehen sie ein Semester auf Weltreise und machen dann auf der ganzen Welt Wettbewerbe und gewinnen sie meistens auch. Das kann man sich nicht vorstellen, was da für eine Chorkultur ist. Übrigens jetzt auch die Chinesen, weil ich war in Sochi vor 2 Jahren an einem internationalen Wettbewerb. Jetzt musst du dir vorstellen, dass in Sochi 200 russische Chöre sind, ist normal. Aber es gab daneben 200 chinesische Chöre, die alle eingeflogen wurden. Und zwar die jüngsten waren 8-, 9-jährige Kinder mit dem Flugzeug eingeflogen, diese Chöre. Und die kommen auf ein Level. Natürlich haben sie, und sie singen auch unsere Literatur, nicht nur, aber auch. Die werden ganz sicher in 10, 20 Jahren, es gibt jetzt schon Männerchöre, die von zum Beispiel chinesische Männerchöre auf einem hohen Level sind. Das ist großartig. Aber es gibt auch ganz tolle Chöre, zum Beispiel in Indonesien, Kinderchöre oder in Japan, auch in Asien, wie natürlich auch in Amerika, aber das ist eine große Tradition mit den Universitätschören und so weiter. Oder auch südamerikanische Chöre, die auf einem tollen Level sind. Also es ist eigentlich in den letzten 40, 50 Jahren weltweit ist die Qualität der Chöre unwahrscheinlich gestiegen. Das hat auch mit diesem Austausch zu tun. Aber, übrigens auch in der Schweiz, die Kinderchöre, das kann man am Schweizer Kinder- und Jugendchorfestival sehr gut feststellen, das alle 2 Jahre stattfindet. Die Qualität ist wird länger je besser. Aber es sind eher weniger Kinder, die singen. Oder auch weltweit, man merkt, dass die Knaben doch lieber noch Fußball spielen, selbst wenn sie musikalisch begabt sind. Und der Sport nimmt uns da schon viele Leute, Kinder dann weg. Ist das Konkurrenz, kann man sagen? Ne? Der Sport ist gerade für die Knaben oft eine Konkurrenz. Und wenn ich vorher gesagt habe, es gibt auf der ganzen Welt tolle Knabenchöre, vor allem gerade auch in Deutschland, aber diese Konkurrenz vom Sport ist schon da. Wobei ich sehr wichtig finde, und das möchte ich hier besonders auch festhalten, ich bin für den Sport. Das heißt, ich sage meinen Kindern in der Singschule auch, bitte bewegt euch. Denn ein Körper, der sich bewegt, der singt auch lieber. Es ist ein wichtiger Gedanke. Wichtig, auch für die Atmung und alles. Es gibt auch einen Bezug zum Körper. Und darum finde ich das sehr wichtig. Schön wäre es, wenn es ein bisschen besserer Ausgleich auf der ganzen Welt gäbe zwischen Kultur und Sport noch. Genau. Hans-Rudi, du hast schon mehrfach das Thema gestreift bei den anderen Fragen. Kirche und Chor. Wie ist das? Ist das nochmal eine besondere Herausforderung? Ist es eine andere Art zu dirigieren, wenn du in der Kirche einen Chor leitest? Oder ist es dasselbe wie jetzt einen weltlichen Chor? Gewisse Sachen sind natürlich ganz genau gleich. Alles, was wir von der Psychologie und so weiter gesprochen haben. Oder von der Interpretation. Aber was wesentlich ein Unterschied ist, gerade auch wir in den Kirchenchören ist es ja so, dass wir mehr oder weniger regelmäßiger, zum Beispiel in der deutschen Schweiz, in der reformierten Kirche ist es oft so, dass man schon längere Tradition vielleicht noch einmal pro Semester oder einmal im Quartal einen tollen Gottesdienst macht mit Instrumenten und so fort. Wir in der katholischen Kirche ist es schon eher noch so, und das habe ich in den letzten 40 Jahren noch erlebt, dass man mindestens 2-mal im Monat singt. Und das ist dann ein großer Unterschied. Auf der einen Seite habe ich zwar einen Stress, ich muss dann alle 14 Tage wieder das Repertoire aufarbeiten und es sollte so einigermaßen auf dem Level sein, dass man es auch darbringen kann. Das ist ein Unterschied. Das ist zwar toll, ich habe von Zielen gesprochen, aber es gibt schon auch Stress und man muss sehr gut mit dem umgehen können. Aber auf der anderen Seite ist eine tiefe Befriedigung. Weil diese Musik, diese geistliche Musik, ist ja geschrieben für die Liturgie, für die Kirche. Ich schätze den Ort der Kirche, auch übrigens grundsätzlich für geistliche Konzerte.
da ist eine ganz andere Atmosphäre, ganz eine andere Energie drin. Der Komponist und all die Komponisten und Komponisten haben doch diese Musik geschrieben für diesen Raum, für diese Liturgie. Und dann hier, was zwar sehr schwierig ist, gerade auch bei vielen unseren Laienkirchenchören, ich nehme das Wort des Tages der Liturgie und ich möchte ja meine Musik dazu anpassen. Das ist eine große Herausforderung. Das hat mich besonders im Kirchenchor Brig besonders glücklich gemacht, weil die relativ sehr schnell gelernt haben. Ja. Ich hatte sogar eine Musikkommission. Wir haben wirklich die Liturgie genommen, die Zeit geschaut, das große Repertoire, das wir haben, was passt zu diesem Tag. Und dann diese Einheit von Wort und Musik ist natürlich schon großartig. Ja. Und wir in der katholischen Kirche haben ja dieses Ordinarium, also das, was immer bleibt, wie Kyrie, Gloria, Sanctus und so weiter, und dann das Proprium, wo wir frei sind. Das hat seine Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite ist da natürlich Hunderte, um nicht zu sagen Tausende von Komponisten haben seit Jahrhunderten für diese Kirche geschrieben, dieses Ordinarium, diese Messen, von zum Beispiel eben jetzt Mozart über Bruckner und so fort. Das ist so eine riesige abendländische Kultur, die wir wegen der Kirche pflegen, weil wir dort in der Liturgie das einbauen können. Ja. Hat aber auch seine Nachteile. Man muss sehr aufpassen, dass man nicht so, im Gegensatz zur evangelischen Kirche, dann so einen Trab hineinkommt und dann ja, ein Automatismus hineinkommt und ich denke dann nicht mehr immer, was heißt eigentlich Kyrie eleison, also Herr, erbarme dich unser, dass dann manchmal der Bezug oder die Tiefe des Wortes verliert. Das ist ein ganz wichtiger Anknüpfungspunkt. Ich wollte nämlich fragen, inwiefern in der Chorleitung, als Chorleiterin, als Chorleiter ist es wichtig, in der Kirche theologisches Wissen und Verständnis zu haben, Bezug zum Glauben, also überträgt sich das dann auch, wenn das vorhanden ist, als wenn jemand sagt, ich mache das jetzt nur so eben rein mechanisch, ich habe das Wissen, ich bin guter Chorleiter, inwiefern ist es wichtig auch theologische Verbindung und Glaubensverbindung einzubringen. Ich bin halt noch ein Vertreter von denen, die das sagen, es ist sehr wichtig, weil es gibt einen anderen Bezug. Das meinte ich. Ich darf auch sagen, ich bin ein gläubiger Mensch. Und bin in der katholischen Kirche groß geworden, wobei für mich ist es auch wichtig, das zu sagen, ich bin ein sehr kritischer Mensch und habe gerade mit der Hierarchie in der katholischen Kirche sehr Mühe, gerade auch wenn ich das sehe, wie wenig die Frauen noch heute, dass die kein Priestertum haben dürfen, obwohl wir so viele kompetente Leute dort hätten, damit habe ich Mühe. Ja. Aber ich bin dankbar, dass ich Musik in dieser Kirche, in dieser Liturgie machen darf. Und es ist mir sehr wichtig, der Bezug zum Wort, zum Tag, damit das stimmt. Es gibt aber auch heute gerade auch jüngere Chorleiter, die finden, wichtig ist, ich mache jetzt mal Kyrie Gloria und ich nehme da irgendwie, wir haben ja noch dieses Stück drauf, jetzt singen wir halt das einfach zu unserem Spaß, ob es dann der Bezug dazu ist. Ich meine, nicht, dass ich jetzt da so streng wäre, wenn wir haben über die Sarah Brunner gesprochen, die dann auch sagt, einmal am Ende des Gottesdienstes mache ich ein lupfiges Stück, einen Länder oder ein Popstück oder irgendetwas zum Vergnügen, damit es die Leute mit Humor aus der Kirche gehen, da bin ich dann sofort dafür. Ja. Oder gerade durch Humor, ich weiß, dass das auch dir sehr wichtig ist und ich habe ja auch schon deine Predigten erlebt, ich finde dieser positive Gedanke unwahrscheinlich wichtig. Ja. Humor in der Kirche. Ich habe noch erlebt als Ministrant, dass wir nie ein Lächeln nur auf den Lippen haben durften, sonst hatte man vielleicht nachher in der Sakristei schon eine Ohrfeige, habe ich noch erlebt. Unglaublich, obwohl ja Evangelium, frohe Botschaft, freudige Nachricht, gute Nachricht. Genau, und ich habe meinen Chorsängern, sage ich immer noch, bitte,
mach nicht so ein Gesicht, gerade in Brieg, wo man einen Kirchenchor, weil es eine moderne Kirche ist, man sieht den Chor ständig ausgestellt. Durch diese runde Kirche. Genau, mach bitte nicht so ein ernstes Gesicht, sonst denken die Leute, ihr seid hier zwangsverpflichtet. Ja. Nein, bitte zeigt, denkt an die Musik, dann habt ihr eine natürliche, also an die Musik denkt, an den Text, den wir singen, dann haben wir eine natürliche Ausstrahlung. Ja. Hanso, die Frage an dich, hast denn du einen kirchlichen Lieblingskomponisten, wo du sagst, den schätze ich besonders? Ja, ich muss da unterscheiden. Ich habe in jeder Epoche da so meine Lieblinge. Du machst mich neugierig. Aber natürlich für mich einer der größten ist natürlich Bach. Und ich habe mit den größten Erfolgen ganz am Anfang meine Karriere mit Bach begonnen in Bern, als ich die Passion von Bach aufführen durfte, mit meinen Professoren als Solisten und im Orchester. Wir haben tolle Kritik bekommen mit der Kamerata Bern und so fort und das hat mir unwahrscheinlich geholfen in meinem Leben. Darum habe ich nachher so viele tolle Engagements bekommen und so fort. Aber leider ist es so, für den einfachen Kirchenchor ist Bach nicht einfach. Ja, eine Herausforderung. Das ist eine Riesenherausforderung und abgesehen von den Chorälen gibt es nicht so viel, was man jetzt einfach mit dem Kirchenchor so machen kann und man braucht immer das Instrumentarium, denn Bach hat nicht viel a cappella geschrieben. Ja. Dann eben Bach, für mich der Größte, wie hieß es, nicht Bach, sondern mehr sollte er heißen. Absolut. Aber wenn ich jetzt andere Komponisten nehme, zum Beispiel jetzt im Übergang von der Renaissance zur Barockmusik ist es zum Beispiel so ein Monteverdi. Ich liebe diese Musik. In der romantischen Musik ist es Brahms. Diese Motette, warum ist das Licht gegeben, dem Mühseligen? Das ist etwas, das hat mich das ganze Leben begleitet. Großartig. Oder das Brahms-Requiem, das ist nicht für den Gottesdienst, das ist zu lange, aber im Konzert das zu machen. Und ich durfte es mit einer meiner berühmtesten Schülerin, Rachel Harnisch zum Beispiel, aufführen oder mit Regula Mühlemann, die jetzt eine Riesenkarriere macht. Das kann man übrigens auch noch auf YouTube sehen. So tolle Aufnahmen, ne? Ich durfte das mit ihr machen und das hat über 140.000 Klicks jetzt schon mit dem Schweizer Jungchor. Das sind Riesenerlebnisse. Das ist natürlich Highlight für mich als Musiker, so eine Brahms Requiem aufzuführen. Dann, es gibt auch es gibt so viele tolle Komponisten der heutigen Zeit, die großartig schreiben. Ich muss sogar sagen, dass viele Texte, die heute, gibt es viele Textdichter, die theologisch gebildet sind, die einen viel näheren Bezug noch schaffen zwischen dem betenden Menschen, wie er zu Gott einen Weg finden kann, durch den Text und durch die Musik. Sehr wichtig. Und da gibt es heute tolle Textdichter. Hast du einen Geheimtipp für uns, wo du sagst, den habe ich entdeckt, den lege ich euch ans Herz? Also bei den Komponisten würde ich sagen, es gibt so viele. Auf der einen Seite haben wir die nehmen auch tolle Texte, diese populären, sage ich jetzt mal, klassischen Komponisten wie John Rutter. Viele Chorsänger lieben das. Wie J.Lo, Ola J.Lo ist ein Norweger, der in Amerika lebt, schon der Musik macht. Das kann man ja heute alles auf YouTube erleben. Daneben gibt es solche, die weniger bekannt sind, jetzt so in der großen Masse, wie ein Arvo Pärt. Großartige Texte, tolle Musik. Wie ein Nüstedt, gerade nördliche Komponisten oder aus den baltischen Ländern, das fasziniert mich, wie diese den Text nehmen und welche tolle Klänge die daraus so machen. Entdeckungen zu machen. Ne? Ein Sandström zum Beispiel, der das berühmte Stück, es ist ein Ros entsprungen, wie er das nimmt, diesen Choral und was er daraus macht. Einfach großartig und was ich von unwahrscheinlich, und da liebe ich jetzt die Technik auch von heute,
Ich kann auf mein Handy nehmen, das eingeben, meinen Computer. Genau. Und es kommt alles. Ich habe 1000, ich kann sagen etwa 4.500 CDs zu Hause. Ja. Und viele brauche ich nicht mehr, weil es noch viel schneller halt im Computer herein. Und ich habe ja gerade das, was ich möchte. Das Moderne. Das ist schon fantastisch. Und dass wir auf diese Art verbreitet sich auch in der Chormusik ein viel breiteres Repertoire, als dass wir das vor 50 Jahren noch hatten. Also willst du sagen, jetzt, wenn man in die Zukunft schaut, jetzt sage ich mal 20, 50, vielleicht sogar 100 Jahre, also die ist nicht bange um die Chormusik, es wird immer weitergehen. Es wird immer weitergehen. Wieso? Weil seitdem der Mensch auf dieser Welt ist, seitdem die ersten Laute aus dem Kind herauskommen, bald schon ist es ein Lallen und ist es Musik und ist es ein Gesang. Ja. Und wo der einzelne Mensch singt, er ist ja ein soziales Wesen, Ja. kommt er auch wieder mit dem anderen Menschen zusammen Genau. und beginnt zu singen. Ich habe nicht Angst um die Chorkultur. Genau. Auch jetzt nicht durch diese Corona-Zeit, das ist eine Zeit, die jetzt uns ja einschränkt, auch dich als Chorleiter. Wie erlebst du das? Also wie kannst du da Chorarbeit weitermachen? Ist das überhaupt möglich? Weil Homeoffice als Chorleiter, geht das überhaupt? Es geht. Also einerseits muss ich sagen, es ist wirklich eine Katastrophe, auch für die gesamte Kultur Ja, ist schon. und auch gerade für die Chormusik. Oh ja. Weil ein Maler kann trotzdem noch zu Hause arbeiten, der Komponist auch. Aber ich als Chorleiter, ich arbeite mit meinen Chören, aber es ist frustrierend wegen dieser Zeitverzögerung. Der Chorsänger ist zu Hause, er ist allein. Ich kann ihn zwar ein bisschen am Klavier begleiten, aber er hört seine anderen Sänger nicht, weil diese Zeitverzögerung ist. Es klappt nicht, dass ich sie alle zusammenschalten kann. Das Chorerlebnis ist überhaupt nicht mehr da. Darum, ich mache Aufnahmen, dass sie zu Hause lernen, aber jeweils, wenn ich wieder wie im Sommer oder im Juli gemerkt habe, jetzt darf man wieder, vom Gesetzlichen her, haben wir uns wieder getroffen. Oder jetzt mit den Kindern arbeite ich sogar auch. Ich habe das mir nie vorstellen können. Aber selbst bei uns in der Singschule, wir dürfen noch in Gruppen arbeiten, nicht mehr als Gesamtes, weil Chormusik in der Schweiz ist verboten. Aber ich arbeite in Gruppen und selbst die 9-Jährigen haben eine Maske an und sind auf Distanz. Aber ich finde, das so wichtig ist, dass wir trotzdem, sobald es nur irgendwie möglich ist, wieder uns treffen und miteinander singen. Absolut. Denn das Erlebnis, auch das seelische Erlebnis, ist so wesentlich, gerade in der heutigen Zeit. Ja. Wir brauchen, und das ist ja das Tolle der Musik, und auch gerade beim Singen und in der Chormusik oder auch Instrumentalmusik, ich kann mich ausleben in meinen Gefühlen. Und das ist so wesentlich, dass wir das halt auch durch diese Corona-Zeit hindurchbringen. Und darum sage ich, sobald wir nur irgendwie wieder können, Hygienemaßnahmen einhalten, unbedingt mit Distanz singen, je nachdem sogar mit Maske singen, aber unbedingt wieder zusammenkommen. Ich sehe dich schon in den Startlöchern. Und Stichwort Startlöcher, das wäre meine letzte Frage an dich. Wenn jemand uns heute jetzt hier zuschaut und sagt, der Rudi Kempfen, der hat das so toll erzählt über die Chorleitung. Ich möchte Chorleiterin, ich möchte Chorleiter werden. Was würdest du diesem Menschen empfehlen? Wie packt er das am besten an? Das Beste ist, dass er sich wirklich mit jemandem trifft, wo er auch auf der Welt ist, in Deutschland, Österreich oder ich weiß nicht wo, dass er sich mit einem Chorleiter, einer Chorleiterin trifft. Und die kann ich mir sicher sagen, dort gibt es die Möglichkeit, dich weiter auszubilden. Man muss nicht denken, ich bin ein Amateur, ich kann nicht. Wir brauchen Leute, die kann man sehr gut schon aufbauen, als in der Registerarbeit. Das ist schon im einfachen Chor beginnen, ab und zu mal mit den Altisten oder mit den Tenören allein zu arbeiten und so langsam zu wachsen. Dann gibt es, wie ich das im Gespräch früher jetzt schon erwähnt habe, gibt es diese Zertifikate. Das ist eine Ausbildung, die dauert im Prinzip so 2 Jahre. Nicht professionell, aber man kann ein Zertifikat dort machen, das schweizerisch anerkannt ist. Und man dann auch, was für gewisse auch wieder wichtig ist, weil sie stecken ja viel Geld in diese Ausbildung, dass sie, wenn sie dieses Zertifikat haben, auch garantiert haben, dass sie pro Probe
pro Aufführung, pro Gottesdienst so viel bezahlt werden. Das sind tolle Möglichkeiten. Und natürlich dann später, was ich auch schon erlebt habe, dass dann einige von diesem Zertifikat nachher an die Hochschule gegangen sind und professionell Musik studiert haben. Das freut mich immer, dass wir gerade auch, zum Beispiel jetzt bei uns im Wallis, diesen Marco Amherd macht eine große Karriere, der 10 Jahre mein Assistent war und jetzt ist er schon in Deutschland und in der Schweiz bekannt und ist schon Leiter des Davos-Festivals. Das freut uns natürlich besonders, wenn so junge Leute die Chormusik als Leidenschaft entdecken, ja, und das natürlich dann auch weitergeben und ausüben. Hans-Rudi, was für ein interessantes, was für ein tiefgehendes, was für ein begeisterndes Gespräch. Ich habe so viel mitgenommen, also mein Kopf, mein Herz ist voll, ich habe so viel gelernt. Hans-Rudi, ich sage dir ein riesiges Merci und ich wünsche dir weiterhin diese Leidenschaft und diese Begeisterung für die Chorleitung. Ich danke dir vielmals, weil ich weiß, dass gerade auch solche Sendungen, wie du sie machst, solche Interviews eine große Ausstrahlung haben. Es ist sehr wichtig, wenn wir damit andere begeistern können. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank.